Boy hat früher auch Schlaflieder gesungen. Oder hat so ein Buch vorgelesen bekommen. Oder hat sogar eine Kassette müssen rein tun. Ich sag's euch, seitdem ich das Lied gehört habe, laufen wir das die ganze Zeit hinten nachher. Ich höre ein Glöckli, das läutet so nett und dann irgendwie so weiter. Der Tag ist vergangen, bla 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 bla. Melodie, ich habe das früher vor dem Schlafen die ganze Zeit gesungen. Wenn meine Mami Zeit hatte, hat sie entweder Cars vorgelesen, Lukas die Lokomotive oder Räuber Hotzenplotz. Ach du Scheiße. Oder halt mal irgendwie eine Kassette vom Globi oder so reingefetzt in meinen Kassettenplayer. Uiuiui, das sind noch Zeiten gewesen, Kassettenplayer. Boah, mit dieser hohen Kassette hat es auch Probleme gegeben. Wieder das Zurückdrehen, wenn es rausgefallen ist, habe ich es rausgerissen. Oh mein Gott. Aber jetzt mal ganz ehrlich, singt man heutzutage noch so Nachtlieder so mit den kleinen Kindern? Oder ist das wie so ein bisschen, ja, gang ans Handy, schönen Abend. Sag's euch, mit dem Lied, ich habe mich tausendmal sicherer gefühlt in der Nacht. Bei uns in der Familie haben wir alle so Handy gegeben, haben das müssen zusammen singen und dann sind wir alle gleichzeitig ins Bett. Übrigens, Handy haben wir immer müssen abgeben, so mit 14. Ich habe es immer mal wieder geklaut, ich sage euch. In diesen Sachen, ich bin der kreativste Mensch gewesen. Wenn es um Schule gegangen ist, nicht. Aber Handy verstecken, klauen und dann den ganzen Abend YouTube schauen. Ich habe sogar die Schritte gehört. Ich habe anhand von den Schritten herausfinden, ob meine Mami oder mein Papi raufläuft. Ich sage euch, ich werde der beste Detektiv geworden. Ja, und dann bin ich einmal auf den Trick hingegangen von meinen Eltern. Die haben gesagt, wenn der Max jetzt schläft, hebt er die Hand die ganze Zeit oben. Ich Vollidiot habe die Hand oben gehalten. Während ich schlafe, kann ich die Hand nicht oben behalten, sondern ich würde runterplatschen wie keine Ahnung was. Dann habe ich mich vielleicht ein bisschen selber verraten. Ja, danach habe ich Handyverbot gehabt.